Am Abend ist Jesus mit seinen Jüngern mit dem Boot auf das Wasser gegangen. Sie wollten ans andere Ufer vom See Genezareth fahren. Unterwegs war der Himmel plötzlich voll schwarzer Wolken und die Wellen sind immer grösser und grösser geworden. Es hat nach einem richtigen Sturm getönt. Das Boot hat immer mehr angefangen zu schaukeln und die Jünger hatten mega Angst gehabt. Oh je, meine! Wie kommt das auch noch mal raus? Nein! Den Sturm werden wir sicher nicht überleben. Unser Boot wird garantiert kippen bei diesen Wellen. Ach du Scheibe! Und wir können ja nicht einmal schwimmen und alles suchen. Wow! Hilfe! Du! Wo ist jetzt Jesus? Es hat da wie verrückt. Der Sturm hat sich so richtig aufgebaut und er hat tobt und das Boot ist hin und her geschwankt. Und ja, was macht eigentlich Jesus? Der schläft! Unglaublich! Wie hat er bei diesem Sturm einfach schlafen? Das haben die Jünger auch gedacht. Sie sind zu Jesus gegangen und wollten ihn wecken. Nein, das gibt's nicht. Nein, der Tiger liegt. Das ist ja krass. Der schläft einfach bei diesem riesen Sturm. Jesus, hallo, aufwachen. Es stürmt, unser Boot kippt jetzt. Und was ist denn, hä? Jesus, wir haben Angst. Du musst etwas machen. Irgendetwas. Irgendetwas musst du machen. Wir werden alle sterben. Ist dir das eigentlich egal? Ja, in unserer Welt gibt es manchmal auch so einen Sturm. Es passieren Sachen, die uns Angst machen und die wir nicht verstehen. Es läuft nicht immer alles perfekt. Aber etwas darfst du wissen. Es passiert nichts, ohne dass Jesus davon weiss. Er beschützt dich, und zwar in jedem Unwetter. Wenn du zum Beispiel Angst vor einem Hund hast oder dir grössere Kinder Angst machen, oder auch wenn du Angst vor einem Coiffeur oder vor einem Zahnarzt hast. Jesus will dein Beste, immer und überall. Jesus hat auch den Jüngern geholfen. Sie haben ihn ja geweckt. Da ist er aufgewacht, ist aufgestanden, hat sich gestreckt und am Wind und Wasser einfach so befohlen. Schweig, Sturm! Bist still! Sofort hat der Sturm aufgehört und alles rundum ist mucksmüsli-still geworden. Giele, warum habt ihr an dieser Angst? Habt ihr eigentlich keinen Glauben? Wow. Was? Jesus, halt! Was hast du da gemacht? Was ist das für ein Mann? Sogar Wind und Wellen folgen ihm und machen, was er sagt. Unglaublich. Beeindruckend, gell? Sogar der Wind und die Wellen hören und folgen, wenn Jesus etwas sagt. Er ist der Sohn von Gott und hat so grosse Macht. Die Jünger haben gesehen, dass alles, sogar die Natur, auf ihn hört, wenn er etwas befiehlt. Sie haben begriffen, dass Jesus sie immer wird beschützen, sogar wenn er schläft. Er hat alles im Griff.